Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique française, Madame sûr, Fressoz. mais l'endiguement, Madame Fressoz, Madame Fressoz, vous avez un problème avec votre cerveau. Ui, an so Diskussionen, da geht es dacks heftig hier. Du überteint in den anderen an gëtt den immens oft ënnerbracht. Me wéi gerecht ass eigentlich so ein Debat zwischen Männer und Frauen? Wen schwätzt an so einem Debat am längsten, an wen ënnerbrücht am hefigsten? Das will ich an meinem Experiment von heute rausfinden und dafür inszenieren wir eine Diskussion mit Schülern von einer Deuxième aus dem Wölzer Lycée. Aber was diskutiert ihr dann? Ja, ich mache ein NASA-Spiel. Das ist ein Rollenspiel, wo 6 Schüler sich an die Situation von einem Raumfahrtteam versetzen, die eine Bruchlandung um Mond gemacht haben. Sie haben 15 Sachen zur Verfügung, die Bruchlandung überlebt haben, und sie müssen diese 15 Sachen der Wichtigkeit nur sortieren, für dass sie ewig das Mammenschiff erreichen können. Aber das ist 300 Kilometer weit weg. Erwartet das mit dem Frau-Mann-Experiment zu den? Eigentlich gar nicht. Es geht just darum, dass sie hier zusammen diskutieren. Für sie als ein Teambuilding-Spiel, und für die anderen, die nur gucken, als ein Gender-Experiment. Sie timen ganz genau, wer lang schwätzt, und gucken, wer wen unterbricht. Und da gucken wir, ob es den Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. So, ihr habt 5 Minuten Zeit, für hier eine Lesung zu finden. Und dann guckt ihr hier an dieser Runde eine gemeinsame Lesung zu finden, an dem es da argumentiert und diskutiert. Okay? Und dann vergleichen wir das Resultat und das Gruppenresultat mit dem von der NASA, das sie ausgeschafft haben. Habt ihr alles verstanden? Okay, tipptopp. Da fängt klar. Fängt gut. Den andere Gruppe kriegt eine Aufgabe. Ja, sie kümmern sich das eigentliche Experiment. Dann soll jeder von euch einen Matschüler beobachten und genau timen, wie lange der schwätzt. Habt ihr alle einen Stopp, oder? Ja. Okay, gut. Na dann lass. Allez. Wie oft bei Diskussionen geht es gemütlich Schloss. Ja, so hörst du, was du wichtig ist. Duno wird dann mehr heftig diskutiert und noch ein Abbrach. Also ich gebe dazu 8 Minuten. Die nullauschte Gruppe muss sich konzentrieren, für alles matt zu kriegen. Ja, wir sollen ja keine Strategie ausstellen. Mr. Science, was erwartest du dir dann von dieser Debatte? Ja, ich will dem Phänomen vom Man-Interrupting auf die Spur gehen. Das ist ein zusammengesetztes Wort zwischen Man und Interrupting. Das heißt Männer, die unterbrechen. Soziologen haben 80 verschiedene Talksendungen in der Club geholt und gemerkt, dass Männer an der Moyenne 2 bis 3 Mal mehr oft Frauen unterbrechen wie umgedreht. Und wir haben auch selber Klartextsendungen analysiert, wo manchmal 2 Frauen dabei sitzen und haben gesehen, dass Männer an der Moyenne 1,5 Mal mehr lang schwätzen wie Frauen. Und das ist schon ein bisschen ungerecht. Aber es geschieht oft unbewusst. Und dafür man das Experiment herausfinden, ob das auch heißt. Maar je wilt völkerrecht mal dran aus. Da bin ich gespannt. Gucken wir mal für dich, wie gut hier Lesungen für den NASA-Challenge sind. Oder alle Punkte zusammengerechnet? Ja. Ja? Und hat nur ein von euch mehr Punkte in der Länge gehabt wie am ganzen Gruppe? Nein. Okay, aber das ist auch Ziel vom Spiel, für das zu weisen, dass eine Gruppe stark ist. Und Forschungen haben sogar bewiesen, dass Gruppen, die gemischt sind, viel besser aufschneiden wie die homogenen Gruppen, die just als Männer oder just als Frauen bestehen. So wie ihr denken könnt, ist es nicht darum gegangen, für an dem Spiel gut Punkte zu kriegen. Mir ist es darum gegangen, wie ausgeglichen eine Diskussion zwischen Männern und Frauen ist. Was meint ihr? War das Diskussion ausgeglichen? Ja, wir haben alle gut Mord geschwärzt und nee, ich fand, dass wir schon trotzdem mehr diskutiert haben, während die Jungen echt immer nicht mehr gesagt haben, sie nicht d'accord waren. Ja, also ich fand, es war ziemlich ausgeglichen und war so pur Leute ein bisschen mehr aktiv waren wie andere, aber das wahrscheinlich mehr so wie in ihrer Personalität und nicht so wie in ihrem Geschlecht. So, da gucken wir mal, was hier Ecologen analysiert tun. Ja, Männer, die haben just 9 Minuten geschwärzt und Frauen 21.
Und Frauen guffen von Männern nimmen halb so oft in der Brach wie Männer von Frauen. De Hypothese, dass Frauen Männer schwätzen am Mittagsen erbrach gehen, stimmt also nicht. Ja, das kann ich so nicht so, weil den heutigen Test, den ich gemacht habe, den ist so von den Forschern nicht gemacht gehen. Erstens sind sie just mit Erwachsenen gemacht gehen, und zweitens war das just mit Debat auf der Tele, was heute nicht genau der Fall war. Aber das ist ein Experiment, das möchte aber Hoffnung, dass die zukünftigen öffentlichen Debatten aber ein bisschen mehr gerecht auflaufen. Ne? Hi. So, hier hat mal gut genug geschwatzt. Und nun mein erstes Schlusswort, und zwar geht es nicht darum, wen am meisten geschwatzt hat, Frauen oder Männer, aber darum, dass wir gut am Nasetest aufgeschlossen und ob wir ein Flotte kipsen. Ciao.